Joachim, bist du denn das? Ja, hier ist die Angela. Darum, mir ist gestern was ganz Schlimmes passiert. Ich gehe zum Fenster und will rausgucken. Und weißt du was? Auf einmal sehe ich ein UFO. Ja, ein UFO. Mit 4 solchen komischen Propellern. Und oben so eine Glaskuppel, wo mich da so ein Alien anguckt. Also ich bin fast umgefallen und rückwärts über den Teppich gestolpert, weil ich schnell zum Telefon wollte, um den Sicherheitsdienst anzurufen. Und der Sicherheitsdienst sagt, es kann nicht sein, dass da jetzt UFOs vom Fenster sind. Da habe ich denen das erklärt, die sollen gefällig hier hochkommen zu mir und sich das mal genau anschauen, ja. Also es kann ja auch nicht sein, dass ich hier als Bundeskanzlerin hier mit UFOs von Außerirdischen beobachtet werde, ja. Also das kann ja wohl nicht sein. Und da habe ich dann eben erstmal mich beschwert, hier beim Sicherheitschef, beim Schindler, hier beim Bundesnachrichtendienst. Und der hat auch gesagt, also das ist wahrscheinlich ein UFO, denn was anderes kann man sich nicht vorstellen, ne? Also das wäre jetzt neu, dass hier irgendwelche merkwürdigen Flugobjekte rumfliegen, um da die Leute zu beobachten. Also er wüsste davon gar nichts. Naja, jedenfalls die Sache noch nicht geklärt und wir müssen jetzt erstmal sehen im Kanzleramt, dass wir da jetzt neue Jalousien bekommen, dass die uns da nicht da so reingucken können, da die Außerirdischen. Jedenfalls ist die Sache immer noch nicht geklärt, ja. Also wir machen jetzt auch im Bundestag eine Petition, dass hier Außerirdische keine Bundespolitiker beobachten können, ja. Also dass wir da jetzt einen Gesetzesentwurf in den Augen bringen und dann halt mal sehen, wie sich das so entwickelt. Also wenn mir das nochmal passiert, also ich bin ja schon im Waffenladen bekannt, na, also die kennen mich da schon, ne? Die haben schon guten Umsatz mit mir gemacht, die Geschäftsleute da. Naja, Joachim, das wollte ich dir nur erzählen, also wenn du mal so einen Außerirdischen siehst, dann ruf mich mal an, dann komme ich persönlich vorbei und kümmere mich um den, ne? Ja, gut, Joachim, hab dich geliebt, ja, tschüss. Mein Name ist Norbert Jurecko. Ich habe 35 Jahre beim Bundesnachrichtendienst als verdeckter Führungsoffizier zur Anwerbung von Informanten in der BRD, in der DDR und in der Sowjetunion gearbeitet. In meiner Dienstzeit hatte ich Zugang zu sämtlichen geheimen Informationen, welche als streng vertraulich eingestuft waren. Aufgrund von Auseinandersetzungen mit dieser Behörde, der ich nun offiziell nicht mehr angehöre und auch nicht mehr in deren Dienst stehe, habe ich als Aussteiger des Bundesnachrichtendienstes 2 Bücher veröffentlicht. Die Bücher heißen Bedingt dienstbereit. Darin beschreibe ich den Umgang des Bundesnachrichtendienstes mit seinen Mitarbeitern und den Bereich der Informantenanwerbung, also der illegalen Informantenanwerbung innerhalb der BRD und auch den Geheimdienstbereich im Umgang mit der DDR. Unter anderem wird genau beschrieben, dass die BRD, also der Bundesnachrichtendienst, 100 Millionen Briefe unterschlagen hat. Und dieses der Staatssicherheit der DDR in die Schuhe geschoben wurde. Bis zum heutigen Tage. Bis ich mein Buch veröffentlichte und diese geheimen Informationen der Bevölkerung zugänglich machte. Im zweiten Buch habe ich beschrieben im Visier die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes in Bezug auf den Abzug der Sowjettruppen und der Atomraketen über den Schienenweg, über die Hafenstation in Mukran auf Rügen, die wir also monatelang beobachtet haben,
dass uns die Atomraketen immer näher kommen und über Schiff verlassen sollen. So, diese 2 Bücher habe ich mit Wilhelm Dietl veröffentlicht, also zum einen bedingt dienstbereit und zum anderen im Visier des Bundesnachrichtendienstes, im Visier auch deshalb, weil ich aufgrund meiner Veröffentlichungen mehrfachen Mordanschlägen entgangen bin und unter anderem mein gesamtes Privatleben zerstört wurde über BRD-Behörden. Dieses Wissen möchte ich allen Bundesbürgern weitergeben, damit sie wissen, in welchem Staat sie leben und mit wem sie es zu tun haben und vor allem, was sie mit ihren Steuern alles finanzieren. Deswegen vergessen Sie nicht, diese beiden Bücher auszuleihen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn Sie die Bücher kaufen, denn nur so kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Also hier noch einmal bedingt dienstbereit und im Visier. Von Norbert Jurecko und Wilhelm Dietl. Ja, als obendrauf habe ich jetzt veröffentlicht die geheimen Telefonmitschnitte in meinen letzten Amtstagen der Bundeskanzlerin. Also ich habe auch noch Informanten in meiner alten Dienststelle, welche mich regelmäßig mit Telefonaten versorgen, also Lauschangriffen des Bundeskanzleramtes, und diese wollen wir jetzt hier auf diesem Wege veröffentlichen und klarstellen, wer hier in diesem Staat am Apparat sitzt und ob das alles so richtig ist, wie das da abläuft. Ja, wir wollen also hier nur Transparenz schaffen mit der Veröffentlichung der Telefonmitschnitte, damit die Bürger sicher aufgehoben sind vom Staat und sich ein klares Bild machen können, wie die Zustände bei der Regierung herrschen. Ja, also bilden Sie Ihre Meinung selbst. Wir öffnen nur die Tür für Ihr Wissen. Danke.